Hallo, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Anne. Ich wollte unbedingt herausfinden, ob man Jellyprint auf solche Etiketten machen kann. Weil wir haben doch schon einmal solche Etiketten bestempelt. So. Und nachher ausgestanzt. Und dann hatte ich eben die Idee, wenn wir jetzt doch hier Jellyprint drauf machen können, dann haben wir nachher mega coole Kleberli, wenn wir dann die ausstanzen oder auch einfach so Viereckchen ausschneiden oder wie auch immer. Mal schauen. Ich denke, das sollte schon gehen. Es ist zwar nicht sehr saugfähiges Papier, darum habe ich das Gefühl, sollten wir vielleicht nicht allzu viel Farbe verwenden. Aber einfach mal schauen. Einfach drauf los, einfach drauf los. So. Ah ja, komm, fangen wir doch gerade mit dem an, wenn das schon offen ist. Mal schauen. Ah, okay. Funktioniert einmal schon mal. Und wo kommt jetzt das Geschlabber her? Da? Und da. Keine Ahnung, was da passiert ist. Naja. Nein, gar nicht hübsch. Das geht mir am besten. Wow, das sieht cool aus. Jetzt sieht es cool aus. Aha. Nein, da ist nichts. Aber da. Okay. Die Farbkombo ist cool, hä? Jetzt machen wir ein bisschen etwas Leuchtiges. Und dann kommt sie mit dem mega leuchtig. Nein. Das hier haben wir nachher noch. Oh, super. Oh, versaut. So, das wären hier unsere wunderbaren Druck. Und jetzt habe ich mir hier meine Sizzix parat gemacht und hier ein paar Förmchen zum Ausstanzen. Ich habe hier ein paar grosse, ja, so ein bisschen gröbere Formen, grössere Formen. Und dann habe ich hier ein paar
ein kleines Geschmäus, noch Häuschen. Das sind zwar eher so ein Weihnachtshäuschen. Keine Ahnung, ich muss ich ausprobieren, ob das gut aussieht oder ob das doof ist. Hier so Ecken, habe ich gedacht, würde vielleicht noch lustig aussehen, ein Herzchen. Da habe ich noch so ein bisschen Tierchen, Vögel, Sommervögel. Mal schauen, wie das dann kommt. Und hier noch ein paar kleine. Und zwar habe ich mir gedacht, für die grossen Formen, da möchte ich mir dann wirklich so die schönen Ausschnitte irgendwie raussuchen. Und wenn dann irgendwie noch ein Rändchen ist, kann man ja dann noch das mit einer kleinen Form noch irgendwie nähen. Irgendwie so habe ich mir das vorgestellt. Ich nehme zuerst die grossen Formen und den Rest kann ich dann mit dem kleinen Zeug noch ausfüllen. Genau. Und ich würde sagen, dann fangen wir doch einfach mal an. Das wäre gut. So. Gut. Ich habe mir hier extra mal 2 kleine Platten dazu gekauft, weil es einfach ein bisschen handlicher ist. Und das sollte ja so eigentlich länger. Das war also ein bisschen komisch gewesen. Aber mal doch, mal schau jetzt da. Cool. So gut. So, das finde ich gerade super mit dieser kleinen Platte. Yes. Haha. Das ist doch cool. So, wieder noch etwas rausnehmen. Etwas Schönes. Oh, das ist noch vom Kleberli dran. Oh, der ist cool, hä? Der gefällt mir richtig gut. Der ist auch gut. Da möchte ich gerne ein richtig schönes, grosses machen. Aber ohne das Rosa. So, oh ja. Genau. Es wäre möglich, dass das gar nicht schlecht rausgekommen ist. Cool. Das ist der Hell, den wir vorher nicht gesehen haben.
Ah, das ist gut. Das ist gut. So, mal schauen, was das Sommervögel so sagt. So. Ja, das ist immer noch herzig. Oh, wieso? Was soll das? Was ist das für ein Kleberli? Geht's noch? So, wow, der ist doch cool. Den finde ich super. Super! Ich finde, jetzt da könnte man noch ein Vögel machen. Oder da hat man noch einen Fuchs, wenn es jetzt auch so ein bisschen orange ist. Das ist doch sicher herzig, oder? Oh, aber das 2, das möchte ich eigentlich... Nein, weiß nicht. Weiß nicht. So. Upsi. Vögel. Naja, es geht so. Es sieht ein bisschen dreckig aus. Das weiss ich jetzt gerade nicht, was wir mit dem Restchen noch machen. Da hat es wieder so viel Verschiedenes. Ah, cool. Das ist auch gut gekommen. Der gefällt mir gut. Ich weiss nicht. Könnte das cool sein, so Ecken? Irgendwie habe ich keine Lust mehr auf so Ecken. Aber da würde doch ein Häuschen passen. Vielleicht. So, mal schauen, ob das mit diesen Häuschen etwas wird. Oder ob das einfach blöd aussieht. Und schon von allein. Oh nein, das sieht jetzt auch ein bisschen dreckig aus. He? Kommt das Muster gar nicht so schön zur Geltung. Da hat es, glaube ich, ein deutlicheres Muster gehabt. Ja. Ah, ich weiss nicht. Sie sind, glaube ich, ein bisschen zu klein für das Muster. Ich glaube, sie sind ein bisschen zu klein. Das gefällt mir jetzt nicht so gut.
Aber das gefällt mir gut. Und das auf jeden Fall. Und das Vögeli, mal schauen. Wenn das also ein bisschen mässig ist, lassen wir das mit diesen Vögeln. Ah, komm. Ja. Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Ja. Ja, das ist ja gut. Da mit viel Orange. Könnten wir noch ein Füchsli probieren. Oh. Ja, jetzt wird es einmal wieder sein. So, doch, den finde ich jetzt einmal gar nicht so schlecht. Und der ist auch gut. Das auch. Hier mit noch ein bisschen Pink. Finde ich auch okay. Und jetzt ist die Frage, was ist mit den Tierchen? Ja, doch. Doch, eigentlich okay. Mal. Ich glaube, wenn man wirklich den richtigen Bildausschnitt gefunden hat, dann kommen sie schon gut. Sommervögel, ja, kann man geben. Und der Fuchs. Ja. 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 Da, oh, aber da könnte ich mir etwas Grosses noch vorstellen. Mhm. Ja, das ist aber gut. So, jetzt doch noch irgendwas. So. Schön. Mhm. Der Ecke ist cool. Und das ist auch genial. Was haben wir noch? Oh, oh, das gefällt mir einfach extrem gut. Yes. Yes. Yes.
Ja, das ist cool geworden. Mhm. Das ist cool. Mhm. Das Herzli, ja, das ist jetzt nicht so spektakulär geworden. Ein bisschen fad. Ein fades Sommervögel. Mal schauen, ob wir auch ein fades Vögel haben. Ja, ist jetzt auch nicht so spektakulär. Ein Rehli habe ich ja noch. Komm, wir machen noch ein Rehli da irgendwie so. Und die Eckeli, auf die habe ich jetzt wirklich keine Lust. Komischerweise. Oh, schau, das wäre noch hübsch. Das Vieri. Ah, das gefällt mir halt einfach. Die sind wirklich halt schön geworden, die blauen. Blau, Türkis. Ja, das ist herzig. Cool. So, ich will hier nochmal so ein Rehli. Ja, ich weiss, es ist ein Hirsch. Es ist schon gut. Es ist schon gut. He? So. Das ist ja lustig. Oh ja, das ist schön. So. Und? Ja, das ist ja herzig. So. Wow. Ja, das ist cool. Oh ja, da hat es so viel Zeugs drin. Die sollte man eben auch rausnehmen. Jetzt hat es mir da das Muster gar nicht reingestempelt, also gestanzt, meine ich. So. Ja, ich weiss, es gibt extra so Bürsteli. Ich habe eigentlich auch ein Zahnbürsteli, aber das ist jetzt gerade nicht oben. Aber so geht es auch. So. Ist es wieder super fürs nächste Mal. Gut, also weiter. Der ist auch gut. Jö.
schon wieder das Füßchen nicht. Das ist, glaube ich, weil es zu nahe an dem da dran war. So, aber sonst ist gut. So, mit dem Rest könnte man dann noch irgendwas ausschneiden oder so. Aber ich glaube, es reicht. Ich habe sowieso schon viel zu viel gemacht, so viel, wie ich gar nicht können in einem Journal innen verbauen. Aber jetzt schauen wir doch mal schnell, was da alles rausgekommen ist. Oh, mega cool. Oh, von denen bin ich einfach am meisten Fan. Und von denen hier. Das ist schön rausgekommen. Und solche Sachen finde ich eben auch immer ganz schön. Da. Die Häuschen, naja, die sind nicht wirklich gut rausgekommen. Die dürfen wahrscheinlich dann nicht mitmachen. Aber da die ganzen Tierchen, die finde ich jetzt auch noch recht herzig. Ja, doch, die sind also auch gut rausgekommen. Da ist noch mehr, nochmal ein Füchschen. Ja, und jetzt also so als Unterschied, wenn es natürlich eben mehr ganz konkrete Muster drauf hat, ist es natürlich viel interessanter, wenn da einfach nur so ein langweiliges. Da ist so etwas natürlich schon viel besser. So, ja, das Herz ist jetzt auch nicht so spannend, weil halt nicht viel Material dran ist. Ich könnte vielleicht tue ich dann noch ein paar Herzchen, einfach, dass man noch ein paar hat. Aber sonst, ich finde die Farbkombos extrem cool und man kann so genial spielen mit der Bildaufteilung halt auch. Wenn das dann so diese verschiedenen Farben, wo setze ich jetzt die Schablone drauf, damit es nachher dann eine gute Bildaufteilung hat, dass ein interessantes Bild drinnen entsteht. Ja, oh schau, ach, das ist ja cool. Hey, ich bin mega Fan, ich freue mich mega, wenn ich dann das wenn endlich das Journal da ist, wo ich dann alle diese Sachen drin kleben kann und das endlich mit dem ganzen Zeug dekorieren kann. Aber zuerst müssen wir mal überhaupt das Journal machen und wir haben jetzt schon so viel vorbereitet. Ich glaube, jetzt kann es dann wirklich langsam losgehen. Und wenn ihr wissen wollt, wie es losgeht, dann schaut doch beim nächsten Mal wieder rein. Bis dann. Tschüss.